345 Doja 113 Clusteren. Rauskom aus dat ganz am März Liederkur der beste gesot ja an der Gemeinde Kerching durch den Herr Wolter, wo gesot ginnners vun am Cahen geschwert ginnners vun dem Cluster vu 5 Doja. In Wirklichkeit waren drei schon 15. Und wenn ich also früher konnte, Wertgetei, Ruf gespielt oder Wertgetei verheimlicht. Darauf sind also Teil den 1. April zu einer Debatte kommen, wo schon die ganze Opposition, die sich ja sonst nicht unbedingt einsetzt, aber dem uns eins war, für die Mission zu freuen. Die Reaktion von der Madame Minister darüber war an unseren Namen und nach für viele Leute eng Frechheit. Sie hat nämlich nicht auf Kritiken angegangen, sie hat einfach abgezählt, was sie gemacht hat, oder besser gesagt, was sie gemacht hat. Mit dem Waringo-Rapport, der stellt Madame Cahen bloß. Sie wird bloßgestellt. Weil all die Sachen, die im Rapport stehen, das sind am Anfang die Sachen, die die Opposition nach dem uns gesagt hat, an die sie nicht dem uns vorgesehen, an den begrenzten Deals auch noch nicht. Keine Rekommendationen während Méint. Minister hat die Verantwortung da nicht geholt. Der Waringo hat auch gesagt, die formidable Arbeit, die Terrain gemacht ist. An die Leute, wenn jemand ihnen schwätzt, auch die Responsable, die sagen, dass sie sich am Stach gefehlt tun. Am Stach gefehlt, und mir als auch an der Chambre, am Januar, wie eine Motion diskutiert von der Madame Hansen, für einen Plan auszuschaffen, für die gefährdeten Personen, also die vulnerable Leute, besser zu schützen. Und am Cahen war nicht hei. Das war für mich ein ganz schlechtes Zeichen, ein Zeichen von Desintressi und dem Ganzen. Sie wollte nicht hei leschte kommen, für ihren Plan gefordert tun, den sie nicht gemacht hat. Sie wollte sich Fangeren nicht verbrennen. Und das Ganze weist doch ein bisschen die Inkompetenz, die aber die, was du hast, Fehlen vom Kriseplan. Es war kein Do. Die Opposition hat müssen fordern. Für was muss eine Opposition heute noch meint, einen Kriseplan für die vulnerable Leute fordern, weil die Regierung nicht gemacht hat. Auch der Herr Waringo hat gesagt, am Sommer wird genug Zeit da gewesen, für einen Kriseplan auszuschaffen. Das ist leider nicht gemacht. Kommunikation. Den 18. März geht der Brief raus, ohne Enquête par Bayer non signé. Der 15. Mai 20 geht der Brief raus, ohne Enquête par Bayer non signé. 20. Mai. Idem an der von Juni bis Oktober nicht, obwohl die Situation am Oktober angefangen hat, ganz grav zu gehen. Also, mir muss man erklären, für was geht ein Brief rausgehen vom Staat, wo keine Unterschrift drüber ist, keine Enquête par Bayer. Und ich will eine Klammer aufmachen, das ist der Speislo, mir so da war. Am November 2019 hat man am Cahen einen Brief gemacht, den Staater Geschäftsverband, für sie einen Tramchantier abzuregen. Du das vielleicht vergisst. Und du hast eine Enquête par Bayer vom Familienministerium benutzt, an die Unterschrift. Ich verstehe nicht, wie was das in einer privaten Situation, die uns gemacht hat, an Hai, meiner Meinung nach, bewusst nicht. Wenn die Infektionen klammen, kennt keine Rekommendation, hat Herr Waringo gesagt. Madame Cahen hat die Verantwortung nicht geholt, sie hat es auf das Gesundheitsministerium aufgedrückt, an denen wir müssen Feier löschen, so gut wie gegangen ist. Und die Motion, die du gerade proposiert hast, die ist ganz interessant, weil die Motion, die ist auf ein Aveu. Ein Aveu, dass Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie hätten müssen laufen. Du wird nämlich proposiert, eine Kommission permanent anzusetzen, für alles das notzuholen, für die Arbeit zu machen, die am Anfang des Familienministeriums all die letzte Méint hat müssen machen. Das wird die Arbeit gewesen von der Minister, der das nicht geschieht. Und dass den Herr Waringo ein Propos möchte, nämlich proposiert, den Altersheim und Pflegeheimer in das Gesundheitsministerium zu stellen, das bestätigt ja subtil
dass das beim Familienminister nicht geklappt wird, wie es hat müssen. Priorität für zu impfen, wo Leute, die Kontakt hatten mit den vulnerablen Personen an den Altersheimer, nicht prioritär geimpft gesehen. Altersheim zu Niederkur als geimpft ging auf 66. Platz. Den schon 6. Januar sind die Impfungen an Altersheimer umgegangen. An Niederkur war ein von denen letzten Plätzen, die Druck kommen sind. Und ich freue mich für was, weil wenn in die positiven Fälle von Ende Dezember bis Anfang Januar guckt, da stellt ihr fest, dass am Süden des Landes gerade die meisten Infektionen wären. Und er hätte nicht hingehen. Ich ging so, im Nachhinein also wie clever, er hätte nicht hingehen und eben geografisch gucken, do, an den Regionen, wo die Leute am meisten sich ausstehen, für auch do an den Pflegeheimen und Altersheimen als echt zu impfen. Wir denken über Stirbfähigkeit, eine Surmortalität an 345 Todesbewohner zu beklagen. Ich meine, dass es da hat ein bisschen mehr nachgehen wie just der Rapport. Wir werden nicht darüber als leschte geschwärzt gehen, eine Enquete-Kommission, dazu was da nicht kommen. Irgendwann geht es eben durch. Und die Aufgabe von der Opposition ist eben, die Arbeit von den Ministern und von der Regierung zu kontrollieren. Und das tun wir heute gemacht. Und da sind wir 345 Studien, ihre Familien und ihre Bürger, all die Bürger im Land schuldig. Aber wenn wir trotzdem nach irgendwie einigermaßen da durchkommen sind, dann nehmen, weil die Verantwortlichen Terrain ihr Best gemacht haben, aber weil die große Majorität von den Einwohnern ganz diszipliniert war. Dafür soll ich Ihnen Merci sagen und wir sagen Ihnen ein großes Merci. Der Minister und am Cahen, per contre, sagen wir nicht Merci. Weil die hat nicht mit Vertrauen bei den Leuten, nicht mehr bei den Häusern im Terrain, nicht mehr bei den Leuten, die im Terrain arbeiten, nicht mehr bei den Responsablen. Und dafür bitte mir recht, geht bei der Großsetzung erreicht die Mission an. Merci.